Herzlich willkommen zu enger neuer Episode Film läuft. Ich war mir Renfield an die Kino gucken. Ja, der Nicolas Cage taucht ein bisschen mehr an den Film ab. Me kann ihn da noch überzeugen. Ja, das sieht er noch bei Film läuft. Tja, mit Renfield as wie kann ihr das besser eigentlich so wie ein herrlich bescheuerten Dracula-Film am Kino. Ja, also für allem, ihr man noch aufhängt, ging es schon mal direkt zu ich hab mein Spaß. Also da waren divers witzige Szenen dran an insgesamt eine Thematik, die hat halt einfach etwas. An für allem dreht das ganz von den Hauptakteuren halt gedroht. An das einmal den Nicholas Hoult, den Renfield spielt, an der steht auch halt definitiv am Fokus, an den Nicolas Cage als Dracula. Ja, du werden viele Leute vielleicht sich denken, Nicolas Cage als Dracula, kennt er das Skin? Aber ich fand ihn das richtig gut gemacht. Also das ist alles so überspitzt und so drüber an, wenn dem Nicolas Cage den Film erkennt, weiß, dass der Mann overacten kann. Und hier ist das aber richtig gut positioniert. Hier macht das richtig Spaß. Und ich persönlich hätte noch gern den Nicolas Cage ein bisschen mehr lang. Also ich hätte ihm noch gern ein bisschen mehr. Ich hätte mir noch mehr Screentime für den gewünscht. Mehr fairerweise muss ich sagen, dass der Film heißt nicht Dracula, der Film heißt Renfield. Und da möchte Nicolas Hoult auch mega gut. Also hier geht aus dem Renfield quasi so ein Anti-Held gemacht, kann ich das so sagen, mit Spezialfähigkeiten an Übersteuern. Und da steht auch der Fokus drauf. Also erstens Humor steht am Fokus und Action steht am Fokus. Weil hier sind ein paar Kampfszenen dran, die es also schon. Und wir haben hier, weil wir ja auch noch nicht für so ganz langer Zeit, weil ja den Evil Dead Rise auf meinem Kanal hier, und da wisst ihr, dass so ein Gore-Humor, ja, das ist schon da, das feiern wir schon. Und das hier absolut gehen. Also der Gore-Humor ist bei Renfield auch absolut dran. Also hier gibt man Brutalität an explizite Szenen sich nicht zurückgehalten. Aber eben auch alles drüber. Das ist alles zu viel an dem Film. Aber auf eine charmant positive Art und Weise. Und wer der nicht den nächsten riesigen Blockbuster-Knüller, den all Mensch muss gesehen haben, aber wenn da so auf den Gore-Humor steht an einen Film will gucken und den sich nicht allzu viel tut, halt, dann seht ihr mit Renfield eigentlich eine richtige Adresse. Wir haben eine schöne Optik, wir haben eine andere Story, die ist okay, die mischt Sinn an dem, wie sie erzählt wird. Sie erfindet Radlo nicht neu, aber sie ist absolut sinnvoll. Er bringt auch ein gewisses Message mal darüber, die eigentlich auch nicht schlecht ist, wo ihn darum kurz kann darüber nur denken, wie ihn dazu an seinem Umfeld gesagt. Und voilà, dann haben wir hier einfach fantastische Schauspieler an für die Leute, die ein bisschen an dem amerikanische Komödien oder Comedians kennen, die werden halt den einen oder den anderen auch erkennen. Also insgesamt eigentlich eine flotte Cast, wo ganz gut zusammen funktioniert. Ich weiß auch ehrlich so nicht, werde ich noch ganz viel heute darüber soll erzählen, weil wie gesagt, ich finde das nicht neu und das ist auch nicht die beste Komödie, die ich in meinem Leben gesehen habe und das ist auch nicht der beste Actionfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Aber insgesamt ist das eine runde Sache, wie ich fand. Es hört ein bisschen, lässt ein bisschen, wo das Pacing nicht ganz so stimmt, wo ein bisschen sich zieht, aber trotzdem kann ich machen. Wenn der ersten Trailer anguckt und er sagt, ach, das sieht aber interessant aus, da gibt dem Ganzen eine Chance, gegen ich so. Voilà, und das war das schon nochmal diese Episode. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da und so weiter und so fort, ihr wisst, wie das geht. Und dann sehen wir uns an der nächsten Episode ran. Ciao!